Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Kai Privat. Ich habe gesehen, das letzte Video ist 3 Monate her. Von daher dachte ich mir, machen wir mal einen kleinen Talk wieder. Ich erzähle euch mal ein bisschen, was so bei mir los war. Ja, ihr seht, schön in den Bergen. Campfire im Schnee, super geil. Und ich sitze hier vor dem blöden Bildschirm. Aber was willst du machen? So, ich habe gesehen, Anfang Februar war das Video. Das letzte. Ich fange mal mit dem Thema Fitness abnehmen an, wie es so bei mir läuft. Da hatten wir Anfang Februar, ja, da waren so 5, 6 Kilo, die ich bis dahin abgenommen hatte. Also eigentlich lief es bis zum 15.04. sehr gut. Wenn ich jetzt nochmal so gesamt sehe, waren es 9 Kilo bis dahin. Das ist okay. Mir geht es ja nicht darum, schnell abzunehmen, sondern ich sag mal nachhaltig abzunehmen. Ja? Dass man halt abnimmt, ohne dass es wieder draufschlägt. So, die letzten 3 Wochen, also 15., also dann war Ostern, dann gab es natürlich erstmal viel Gefresse. Die letzten 3 Wochen hat es jetzt super stagniert. Wirklich stagniert. Jetzt, diese Woche waren es 200 Gramm, die weniger wurden. Es ist jetzt nicht mehr geworden oder sowas. Alles gut. Ich war aber schon mal am 15. April auf jeden Fall, habe ich schon mal 1 Kilo weniger gehabt, wie ich es jetzt wieder habe. Das muss jetzt nicht unbedingt keine Ahnung, ich sag jetzt mal am Fettgehalt liegen, sondern ich mache halt in den letzten Wochen auch wieder intensiver Sport, und vielleicht ist einfach ein bisschen Muskelmasse, wenn man es sich schön reden will, dazugekommen. Aber ansonsten, ja, ist es schon ein bisschen demotivierend, wenn es wirklich so super langsam geht. Ja. Wenn wir jetzt mal gucken, wir haben jetzt Mai, das heißt Januar, Februar, März, April, 4 Monate. Dann hätte ich jetzt aktueller Stand wären 8 Kilo, ja mehr, 8,5 Kilo. Würde bedeuten 2 Kilo im Monat. Ich meine, wenn man das jetzt aufs Jahr hochrechnen würde, wenn es so weitergehen würde, wäre das vollkommen okay. Ja. Wie gesagt, mir geht es nicht darum, jetzt innerhalb von 2 Monaten 10 Kilo abzunehmen mit irgendeiner Crash-Diät oder sowas. Darum geht es mir gar nicht. Allerdings, was ich sagen kann, jetzt durch die letzten, ja, wenn ich die letzten 5 Wochen mal nehme, mit diesem einen Ausreißer, wo ich schon weiter runter war, dann, wie gesagt, da kam Ostern und so weiter. Aber dann hat es schon gut stagniert. Ja, in den letzten 5 Wochen, wenn ich jetzt von dem Startwert ausgehe, habe ich nichts abgenommen. Das heißt, 5 Wochen quasi umsonst verzichtet, umsonst trainiert, aufs Gewicht bezogen, ja. Also ich habe jetzt nicht umsonst trainiert, ich fühle mich viel, viel besser, viel, viel fitter und so weiter. Komme ich gleich noch ein bisschen drauf. Ja, aber trotzdem ist das irgendwo ein bisschen demotivierend. Und das war auch immer so das Problem. Ich habe das ja schon länger, oder ich habe das ja immer wieder gemacht. Ich mache dann mal hier Intervallfasten, Sport und so weiter. Ich habe aber immer wieder dann, irgendwann war ich an so einem Punkt, ich habe immer am Anfang sehr gut abgenommen und dann war ich irgendwann an so einem Punkt, wo es echt stagniert hat. Und da habe ich mir dann meistens so gesagt, ja, drauf geschissen, Alter, wofür machst du den ganzen Scheiß dann überhaupt, ne? Denke, ist irgendwo menschlich. Allerdings sage ich das jetzt nicht. Ja. Jetzt bedeutet das, dass ich noch mal ein bisschen mehr reinklotze. Allerdings werde ich mit dem Intervallfasten jetzt aufhören. Das habe ich mir jetzt so die letzten 1, 2 Tage überlegt. Das macht dann in meinen Augen keinen Sinn mehr für mich. Ja. Es hat mal ganz gut funktioniert, klar, aber mittlerweile halt nicht. Es ist nicht so, dass ich das nicht durchgezogen habe. Also mein Standardding war, wenn ich wirklich spät gegessen habe unter der Woche, wenn ich noch gestreamt habe oder so, dann kann es schon mal sein, dass ich dann nach dem Stream noch einen kleinen Snack genommen habe, weil ich im Stream das einfach vergessen habe. Das ist halt schon mal vorgekommen. Das heißt, ich habe dann um 23 Uhr oder 23:15 Uhr nochmal irgendeine Kleinigkeit gegessen. Wie ein Stück Käse, sonst irgendwas, ja. Und habe dann aber auch erst wieder um 17:30 Uhr gegessen. Das heißt, ich habe immer mindestens 18 Stunden gehabt. Also 18,6 war immer. Meistens waren es sogar 20 Stunden, wo ich gar nichts gegessen habe. Also da habe ich auch nur Tee getrunken oder Wasser.
Ja, und wenn man das dann macht und man sieht keinerlei Fortschritt, ja, dann kann man auch sagen, ja, scheiß drauf, ne? Weil das fühle ich dann nicht. Ich habe es jetzt gemerkt, gestern am Samstag, da habe ich halt gefrühstückt gehabt und habe dann nach dem Frühstück Sport gemacht und habe gemerkt, ich konnte viel, viel mehr reinklotzen, ja, als wie sonst. Weil sonst mache ich halt, wenn ich zum Beispiel wo in meinen Sporttagen, esse ich sogar immer erst um 18:30 Uhr. Dann komme ich nach der Arbeit nach Hause, 17:30 Uhr und mache dann erstmal Sport. Ähm, aber da hast du halt nicht die Energie, ja, um richtig reinzuballern. Klar, gibt man auch Vollgas und so, aber man merkt halt einfach, dass es nicht so fruchtet. Und von daher werde ich das jetzt anders handhaben. Ich werde jetzt wieder ganz normal morgens, mittags, abends essen. Werde das Intervallfasten komplett weglassen. Wie gesagt, das hat jetzt für mich so auf die letzten 5 Wochen gesehen jetzt nicht den ausschlaggebenden Punkt. Und wenn ich halt sehe, wie mich das belastet, ist das verkehrte Wort, aber wie es halt mich schon irgendwo ja meine Stimmung beeinträchtigt, ja. Wenn man 18 Stunden oder mehr nichts isst, ist man schon mal gereizter. Ja, gerade wenn es dann aufs Essen hingeht und so weiter. Und von daher werde ich das ändern. Ich weiß noch nicht genau wie. Entweder mache ich mir was fertig, was ich dann irgendwie so gegen 10 esse auf der Arbeit oder so. Oder ich werde vor der Arbeit was essen, obwohl ich werde mir wahrscheinlich was fertig machen. Keine Ahnung. Da muss ich mal gucken. Porridge-mäßig war ich immer ganz vorn mit dabei. Also gerade so Haferflocken und so mag ich super gerne. Von daher wird sich das anbieten, schön mit ein paar Früchten oder ein paar Nüssen oder sowas. Da kann man ja immer schön ein bisschen variieren. Da werde ich mir immer was fertig machen, was ich dann mitnehme und was ich mir dann snacke. Dann habe ich auch genug Energie für den Tag. Und ich werde es wahrscheinlich auch so machen, dass wenn ich nach Hause komme, werde ich erstmal essen, weil dann esse ich halt auch nicht so viel. Ja, wo ich Intervallfasten gemacht habe, ich natürlich dann schon mir gut was reingeballert, weil man natürlich auch gut Schmacht hatte, ja. Aber dann esse ich halt eine normale Portion und dann kann ich auch direkt nach dem Essen Sport machen. Also da habe ich kein Problem mit. Ähm, oder man wartet dann halt nochmal, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Man isst halt und dann wartet man noch 20, 30 Minuten und dann macht man ein bisschen was. Dann hat man noch ein bisschen mehr Energie und kann ein bisschen mehr Vollgas geben. Und abends werde ich dann sehr wahrscheinlich entweder nur einen Salat oder ich werde mir halt einfach nur ja, irgendwie einen Eiweißshake gönnen. Irgendwie so ein Shaker. Klar, ich werde auf jeden Fall meine Kalorien zählen dann wieder. Das habe ich jetzt beim Intervallfasten nicht getan, weil da habe ich nur eine Mahlzeit gegessen. Es kann natürlich sein, dass ich in der einen Mahlzeit und was ich abends gegessen habe, so viel Kalorien gegessen habe, wie ich sonst zu mir nehmen würde. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gefressen habe wie ein Schwein oder sowas. Von daher, ja, da habe ich das Gefühl, dass das Intervallfasten bei mir halt einfach keinen Einfluss mehr hat auf meinen Körper. Und von daher werde ich das jetzt wieder ändern. Wie gesagt, ich werde da dann meine Kalorien wieder mitzählen, dass ich da jetzt auch nicht zu viel esse. Allerdings aber auch nicht zu wenig, weil zu wenig, es kann halt auch sein, jetzt durch das Intervallfasten, dass ich einfach zu wenig gegessen habe, ja. Weil wenn man zu wenig isst, fährt halt der Körper runter, ja. Und gewöhnt sich daran, dass man wenig isst und dann nimmt man halt auch nicht ab. Weil dann jetzt fehlt mir das Wort. Ihr wisst aber, was ich meine, oder? Nein, wisst ihr nicht. Der Stoffwechsel. Stoffwechsel war das Wort, was ich suche. Weil der Stoffwechsel dann nicht so da ist. Ne? Der Körper geht dann mehr in so einen Slowly-Mode. Und wie gesagt, das habe ich beim Sport, habe ich das schon gemerkt. Also ich habe nicht mehr so wahnsinnig viel geschwitzt wie sonst, obwohl ich richtig Vollgas ging. Ich habe alles gegeben, was drin war. Ja, mehr ging halt einfach nicht. Von daher kann das auch schon gut sein, dass es halt einfach zu wenig ist, wenn ich halt nur dann diese eine Mahlzeit und abends ein bisschen was esse und dass der Stoffwechsel da einfach runtertaktet. Und ja, vielleicht ist das so der Fall. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal umstellen und werde mal wieder so 4, 8 Wochen schauen, wie es dann aussieht. Das Schöne ist, ich habe mir jetzt auch eine Kraftstation gegönnt. Ja, die mich hier länger verfolgen. Ihr wisst ja, ich habe ja mittlerweile so einen kleinen Fitnesskeller.
der früher der Heizungskeller war, weil wir hatten Kohleofen und sowas. Das ist jetzt nicht mehr, da hängt jetzt so eine Therme drin. Und da habe ich mittlerweile einen Boxsack hängen, ich habe Rudergerät stehen, habe halt so eine Hantelbank mit Gewichten und so. Und jetzt kommt halt eine Kraftstation hin, dass ich einfach die Übungen besser machen kann und auch schneller machen kann. Also es ist nicht immer erst Gewichte runter, drauf, umstellen, Blaswülz. Da habe ich halt alles zusammen. Habe ich richtig Bock drauf, freue ich mich drauf. Kommt jetzt auch in der kommenden Woche an, muss ich natürlich dann erstmal aufbauen. Aber dann werde ich auch auf jeden Fall das Pensum erhöhen. Ich habe jetzt so die letzten Wochen 2-mal trainiert. Also 2-mal Kraftsport. Und je nachdem, wie dann so die Verfassung war am Freitag, nochmal ein bisschen Rudern oder Boxsack oder sowas. Aber wie gesagt, ich habe halt einfach gemerkt, ja, dass nicht so die Energie da ist. Ne? Und dann war es auch schwer, sich irgendwie mehr als 2-mal in der Woche aufzuraffen. Und von daher, da gehe ich aber jetzt von aus, wenn ich das mit dem Essen wieder ein bisschen umstelle, dass das besser sein wird. Und dann werde ich auch 4-mal die Woche Gas geben und dann gucken wir einfach mal, was dabei rumkommt. Weil, ja, ich habe halt aktuell oder ich habe halt einfach einen Job, wo ich den ganzen Tag, oder was heißt den ganzen Tag, aber fast den ganzen Tag im Büro pimmel. Muss man auch mal klar sagen. Klar habe ich mittlerweile, haben wir im Büro hier Hochfahrtische und so. Also ich stehe auch in der Regel mindestens den halben Tag, anstatt den ganzen Tag zu sitzen. Aber nichtsdestotrotz ist halt natürlich was anderes, als wenn man irgendwie körperlichen Job hätte, wo man körperlich arbeitet. Von daher ist dann vielleicht 2-mal Sport die Woche auch einfach ein bisschen wenig. Ne? Von daher werde ich das Essen jetzt umstellen, werde 4-mal, aber mindestens auf 4-mal Sport hochgehen. Aber ich denke, so nach 2 Tagen sollte man ruhig schon einen Tag Pause haben. Aber jetzt kommt ja auch der Sommer und so weiter. Dann kann man am Wochenende halt auch mal ein bisschen mit dem Fahrrad rumeiern und so weiter. Dann kommt da auch noch mal ein bisschen Bewegung rein. Da wird schon ein bisschen was gehen. Gut, das mal dazu. Da kommen wir auch schon zum perfekten Übergang Arbeit. Ja, wer das mitbekommen hat, seit Februar habe ich ja einen neuen Job. Was heißt neuen Job? Neuen Standort. Der Job ist derselbe. Aber ich war vorher in Cham, jetzt bin ich in Hamm an einem Standort, der gerade noch aufgebaut wird. Das geht erst im August live da, dass da richtig die Post abgeht. Ja, ich habe also einen Bürojob. Ja, was heißt Bürojob? Bin schon so für den ganzen Standort zuständig. Das ist halt so Versandzentrum, wie man es kennt, so ein großes. Da sind halt viele Arbeitsplätze, Büros und so weiter. Und da bin ich halt für die IT zuständig. Das ist aktuell noch alles in der Aufbauphase, aber auch alles sehr schlöppelnd, sehr langsam. Ja, ich mache mal ein paar Laptops fertig. Ja, ich habe mal 180 Rechner aufgesetzt schon mal. Aber jetzt wird es dann so in den kommenden Wochen halt dann auch an die Aufbauphase gehen. Das heißt, man ist mal ein bisschen körperlich unterwegs und macht mal ein bisschen mehr wie sonst. Aber danach, wenn das fertig ist, ist es halt wirklich auch wieder so ein, ja, so 80% Büro mindestens, ne? Habe ich ja gerade schon gesagt. Aber ansonsten, klar, man hat so sein gewohntes Umfeld komplett verlassen. Ja, ich war in Cham an dem Standort seit Beginn. Den habe ich halt mit aufgebaut. Da kannte man jede Ecke, jeden Menschen, der da war, ja. Und war eingespielt und dann zu sagen, so, man geht jetzt woanders hin. Ja, aber ich bereue es nicht. War eigentlich eine super Entscheidung. Ja, ich bin da jetzt aktuell noch alleine, bin also der alleinige Verantwortliche da für den On-Site-Support, was ich sowieso mag. Ja, und die Leute sind super, super nett. Ich habe da bisher gar keine Probleme gehabt. Der Standortleiter da ist auch ein bisschen jünger und so weiter. Und sonst hat man ja oft immer so, ihr kennt das ja, umso höher man die Position kommt, meistens umso älter und umso engstirniger und sonst irgendwas sind die Leute und fährst ja dann immer viele Leute Nase hoch und fühlen sich als was Besseres oder sowas. Also gibt's da gar nicht. Also die sind alle super, super nett und du kannst da mit jedem vernünftig reden und so. Also da gibt's bisher keine Probleme. Klar wird man sehen, wie sich das entwickelt, wenn dann mal Tagesgeschäft ist und ein bisschen Stress und so, aber bisher fühle ich mich da pudelwohl. Macht Spaß auch, was ich bisher so mache. Ja, bin natürlich da viel dann auch so
so der Vermittler, der Zwischenmensch zwischen den Sachen, was die Leute wollen, Probleme haben, sonst irgendwas. Und dann muss ich das quasi weitertragen, weiterleiten an die richtigen Stellen, weil vieles können wir halt vor Ort gar nicht machen. Wie irgendwelche Server einbinden oder sonst was. Da sind wir, oder bin ich aktuell so ein bisschen auch mehr der Vermittler. Das ist schon zwischendurch mal nervig, weil dann die Leute, keine Ahnung, im Urlaub sind oder sonst was und dann musst du die anderen Leute vertrösten und so. Ja, aber das gehört halt dazu in so einer Aufbauphase. Aber wie gesagt, ansonsten bin ich da super zufrieden. Die Fahrzeit ist, ja, wenn ich super durchkomme, fahre ich 17, 18 Minuten. Komme ich schlecht durch, sind es 25. Aber mehr wie 25 sind es auf gar keinen Fall. Ja, aktuell der einzige Nachteil ist, Laden ist schlecht. Wir haben zwar 2 Ladesäulen, die eine ist aber gerade defekt. Und wenn ich um 9 Uhr anfange, ich fange also um 9 Uhr an, 9 bis 17 aktuell, ist die andere meistens schon belegt. Und im Parkhaus, da sind, ich weiß nicht, da kommen irgendwie 12 Ladestationen hin, aber die sind noch gar nicht da. Ja, das ist so ein bisschen der einzige Nachteil gerade, aber das hält sich auch in Grenzen, weil die Strecke jetzt nicht so viel ist. Ich habe also im Moment so 50 Euro Stromkosten im Monat fürs Auto, aber ja, wenn man auf die Spritpreise guckt, ist man da, glaube ich, sehr gut mitgestellt, dass man nur 50 Euro für das Betreiben eines Autos ausgibt, womit man jeden Tag fährt. Von daher, das passt auch. Wenn das irgendwann steht, dann kann ich da auch laden, dann fallen die 50 Euro auch wieder weg. Also wie gesagt, ich bin da guter Dinge, ich bin da sehr zufrieden aktuell. Klar gibt's immer so ein paar Kleinigkeiten und so weiter. Ja, aber da muss man jetzt hier nicht genau drauf eingehen. Aber zusammengefasst, ich bin super happy da und hoffe mal, dass es so bleibt. Ja, das dazu. Ansonsten, ja, E-Auto-mäßig kann ich jetzt auch nichts Negatives sagen. Liegt aber natürlich auch daran, welche Strecken ich fahre. Wa? Ich fahre ja nicht, was habe ich, 17 Kilometer, je nachdem, wo ich lang fahre, sind es mal 18 oder mal 16. Ich habe halt ein paar verschiedene Wege, die ich fahren kann. Ja, also eine Strecke, ne? Also ich fahre jetzt nicht so super viel. Ja? Und dafür ist der Wagen, den ich habe, Mini Cooper, ist rein elektrisch perfekt. Ja? Perfekt dafür gemacht, da brauchst du nichts anderes. Macht super Spaß, immer noch mit der Karre zu fahren. Man muss sich immer noch ein bisschen bremsen, so, weil wenn man mal kurz drauf tritt, ist man schon irgendwie weit drüber und da muss man immer ein bisschen aufpassen, aber ansonsten bin ich super zufrieden mit der Geschichte. Ich habe das Leasing jetzt, also ich habe den ja geleast mit der Absicht, ihn zu kaufen. Leider ist BMW da, Mini Cooper gehört ja zu BMW, ein bisschen engstirnig, nenne ich es mal. Ich habe mich da aber auch vorher gar nicht so mit beschäftigt. Ich habe das nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich hatte halt nur gefragt, ob man das Leasing halt zu einem späteren Zeitpunkt ändern konnte, weil es ja schon im Raum stand, dass ich wahrscheinlich den Standort wechseln werde, wo ich den Leasingvertrag gemacht habe. Und da hieß es natürlich, ja klar, kannst du machen, ist gar kein Problem. Wenn du weniger fährst, kannst du das ändern lassen. Ja, kann man auch. War nicht das große Problem, obwohl die mich auch erst ein bisschen abfacken wollten. Dass ich halt zu einem Händler, einem Mini Cooper Händler hinfahren muss, damit die den Tachostand auslesen und diesen übermitteln. Da bin ich ein ganz klein wenig eskaliert, weil erstmal kann ich den in der App ablesen. Ja, ich war 3 Tage vorher zu einem Rückruf, weil es einen Fehler im Steuerungsgerät gab. Es wurden alle Mini Cooper zurückgerufen. Das heißt, man fährt dahin, gibt den Wagen ab. Ihr kennt das, kriegt einen Leihwagen, holt den Wagen dann wieder ab, Lasülz, und das wird dann behoben, kostenlos. Das war 3 Tage vorher, da war ich bei einem Händler. Und der Händler ist halt hier bei mir nicht um die Ecke. Ich muss dafür 1 Stunde fahren, ja, um zu einem Mini-Händler zu geraten. Und da bin ich dann leicht eskaliert. Und da ging es auch auf einmal ohne. Ne? Allerdings natürlich nur 5.000 Kilometer. Ja, also ich habe den geleast mit 25.000 Kilometer im Jahr. Und es hätten jetzt 10.000 gereicht. Ich fahre nicht mehr wie 10.000 im Jahr.
Es hätte locker gereicht, konnte ich aber nicht machen. Ich konnte es von 25 nur auf 20.000 runtersetzen. Man kann nicht mehr wie 5.000. Das ist ein bisschen ärgerlich gewesen, weil dann hätte ich die Option sogar gehabt zu sagen, nach dem Leasing überlege ich mir, ob ich ihn kaufe oder nicht. Ne? Weil die Option hätte ich dann gehabt, weil ich dann ja gar nicht so viel bezahlt hätte, wie ich dann jetzt bezahle. Jetzt bezahle ich dann natürlich schon mehr. Das heißt, der Wagen, ja, da zahle ich am Ende des Leasings nochmal 9.000 oder 10.000. Denk mal eher so 9.000. Ja, ich kriege ja noch die Kilometer gut geschrieben. Wahrscheinlich werden es nur 8.000 werden. Zahle ich dann und dann ist er meiner. Warum sollte ich das dann nicht machen? Ja, wäre Schwachsinn. Warum sollte ich dann sagen, ja, ich lease wieder ein Auto, wo ich wieder 200, 250 im Monat dauerhaft zahle? Muss man da nicht machen. Ne? Klar, wenn ich den dann kaufe für die 8, ob man dann, wenn ich ihn verkaufen würde, nochmal 8 kriegt, wahrscheinlich nicht. Ich müsste ihn dann wirklich fahren, bis sein Geist aufgibt. Aber das ist ein anderes Thema, da kann ich mir dann noch Gedanken machen. Aber hätten die mich jetzt auf 10.000 runtergestuft, hätte ich halt diese Option gehabt. Ne? Weil dann hätte ich nicht so eine hohe Rate gehabt, hätte nicht schon so viel abgezahlt und am Ende wäre ein größerer Betrag offen gewesen, wo man sich das dann hätte überlegen können. Aber auf der anderen Seite, wenn das Leasing durch ist, kaufe ich ihn dann ich habe dann halt wieder jeden Monat ein paar 100 Euro mehr. Das ist natürlich die andere nette Geschichte. Und wie gesagt, für die 10.000, die ich dann im Jahr fahre, reicht das vollkommen aus. Ja, vollkommen. Von daher bin ich da fein mit. Ja, das ist der Stand, was das E-Auto anbelangt. Alles tutti soweit. Kann ich nichts Negatives zu sagen bisher. Ja, er hat schon mal 1, 2 Mal gehabt, dass er nicht geladen hat, wenn ich ihn angesteckt habe. Aber das ist normal. Dass er mal so einen Fehler hat, da muss er nochmal abziehen, muss nochmal reinstecken und dann läuft das wieder. Aber ansonsten habe ich jetzt keinerlei große Probleme gehabt und bin damit super happy. Ja, ansonsten, das sind so die 3 wichtigen Sachen. Thema Fußball, ja, da bin ich auch gerade so ein bisschen neben der Spur. Da habe ich aber so ein extra Video gemacht zu den Gehaltsgeschichten, also wie überbezahlt Fußballer sind. Nicht nur Fußballer, generell so die Sportler, dass das mittlerweile in kein Verhältnis mehr steht zu irgendwas. Das macht mich traurig. Ja, aber das möchte ich jetzt hier nicht nochmal alles wiederholen. Ansonsten Thema YouTube und Twitch, ja, gehört ja nun mal bei mir dazu. Kann ich ja vielleicht auch noch mal ein bisschen was sagen. Aktuell zocke ich 7 Days, wie immer. Ja, gut, ich hatte mal so ein Jahr Pause oder sowas. Macht mir mega Spaß. 7 Days macht mir aktuell wieder mega Spaß. Kann ich jedem nur empfehlen. Guckt rein. Gerade mit dem Air-Mod. Mega, mega nice aktuell. Ansonsten spiele ich viel Herr der Ringe online mal wieder. Habe ich ja lange gespielt. Dann haben wir ja New World gespielt. Habe ich irgendwie 450 Stunden oder so rein investiert. Das Spiel ist ja mittlerweile eher unter ferner Liefen, schon länger. Die Zeit hätte ich mir schenken können. Leider Gottes. Hatte viel, viel Potenzial. Hat sehr, sehr wenig rausgemacht. Und dann bin ich halt wieder bei Herr der Ringe gelandet. Und dann war jetzt sogar noch 15-jähriges Jubiläum, beziehungsweise ist gerade auch noch ein paar Tage, ich glaube 3 oder 4. Ja, und es macht mega Spaß. Es gibt so viele Neuerungen, seitdem ich das letzte Mal das ernsthaft gespielt habe. Und da habe ich gerade Spaß dran, zocke ich gerade sehr viel. Habe auch einiges zu tun, meine Main-Charaktere erstmal ins Endlevel zu kriegen. Ja, keine Ahnung, falls jemand Herr der Ringe spielt oder spielen will. Leute, ihr habt noch 3 Tage Zeit, macht euch einen Account. 15-jähriges Jubiläum, ihr bekommt gerade aktuell alle Erweiterungen bis auf die letzte umsonst dabei. Und jede Menge Goodies. Lohnt sich. Ja, das mal nebenbei. Ansonsten habe ich Road to Eden gespielt. Ist ein komplett unterschätztes Spiel, meiner Meinung nach. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Hat ein paar Performance-Probleme. Da muss ich aber noch mal ein bisschen genauer reintesten.
Ja, ansonsten habe ich jetzt gestern Imperium Galactic Survival gespielt, was mir mega, mega Spaß gemacht hat. Ich habe es früher schon mal so 30, 40 Stunden gespielt, habe also schon ein bisschen was erlebt. Aber das hat mich gestern richtig angefixt. Werde ich auf jeden Fall die nächsten Wochen mal ein bisschen daddeln. Ja, das ist, was ihr aktuell bei mir erwarten könnt. Ne? Auf YouTube läuft halt 7 Days aktuell. Ich stream aktuell auch mittwochs. Ist jetzt nicht regelmäßig, aber aktuell mittwochs streame ich auf YouTube immer ein bisschen Herr der Ringe online. Ansonsten am Wochenende meistens auch ein bisschen Herr der Ringe auf Twitch und dann meistens nochmal irgendwie ein anderes Game. Die letzten Wochen habe ich, also Dienstags und Donnerstags streame ich immer auf Twitch. Ab 19 Uhr übrigens. Habe ich Dienstags immer Herr der Ringe gemacht, die letzten Wochen. Ja, ich denke mal, das werde ich jetzt durch Imperium ersetzen, dass wir ein bisschen Imperium spielen werden. Ja, schauen wir einfach mal. Ne? Donnerstags ist wie gewohnt 7 Days to Die Multi mit Mara und Snafu. Ja, und ansonsten werden wir sicher auch noch mal in das eine oder andere Spiel reingucken, aber ich habe auch nicht die Zeit leider. Ich würde mir wünschen, dass ich mehr Zeit hätte zum Zocken. Leider ist das nicht der Fall. Und da ich jetzt gerade so ein bisschen auch Herr der Ringe wieder spiele, fällt da natürlich auch noch mal ein bisschen Zeit weg. Aktuell ist es halt so, montags nehme ich immer 7 Days to Die solo auf, beziehungsweise mit der Mara zusammen. Der Dienstag streame ich ganz normal auf Twitch. Das ist immer random, das Spiel. Wie gesagt, aktuell denke ich, wird es ein bisschen Imperium Galactic Survival werden. Mittwochs mache ich aktuell halt ein bisschen Herr der Ringe online auf YouTube, weil ich da ein paar Tutorial-Videos habe. Gucke ich halt, ob ich das ein bisschen pushen. Muss ich mal gucken, wie da sich so die Zuschauerzahlen entwickeln. Ansonsten werde ich das vielleicht auch noch auf Twitch umlagern. Mal schauen. Ja, und Donnerstags ist immer 7 Days Multi halt. Zumindest aktuell noch. Vielleicht wird sich da in Zukunft auch nochmal was ändern, weil wir überlegen halt, einen 7 Days to Die Server zu machen. Vielleicht wird sich dann in diese Richtung auch nochmal ein bisschen was ändern. Weiß ich aber noch nicht. Ist noch nichts Spruchreifes. Ja, und dann ist nur noch der Freitag da, wa? Und das ist halt, das ist mein Wochenablauf, was das Gaming anbelangt. Also da seht ihr, da ist relativ wenig Platz, um jetzt noch irgendwie ein zweites, drittes Spiel unterzubringen. Ich würde ganz gerne das ein oder andere Spiel Let's Playen wollen. Wie zum Beispiel Infected. Das Spiel hat mich auch ganz gut gecached gehabt damals. Ja, ist aktuell ein bisschen schwierig, was das Thema anbelangt. Schauen wir mal, auch Rust würde ich ganz gerne mal wieder reingucken, aber da, ja, müsste ich halt, wie es immer ist, müsste halt echt so ein Wochenende haben, ne? Wo ich sage, jo, das Wochenende lassen wir alles andere liegen und gehen in Rust rein. Muss ich mal gucken, ich habe jetzt in 2 Wochen auch eine Woche Urlaub. Allerdings will ich die auch nicht nur vor der Maschine verbringen, wa? Ich hoffe, das Wetter gut ist. Da werde ich mir auf jeden Fall 1, 2 Tage gartenmäßig, fahrradmäßig irgendwie gönnen. Das wäre schon nice. Aber vielleicht kann man da noch ein bisschen mit aufnehmen. Ja, ansonsten, keine Ahnung. Wenn wir mal so auf die Zahlen eingehen bei YouTube. Ja, das ist wie immer, Leute. Brauche ich nicht weiter erzählen, nicht weiter drauf eingehen, wenn ihr hier mich verfolgt, wisst ihr, wie das ist. 7 Days ist irgendwie so eine Nische, da sind so 50 Zuschauer rum. Gut, jetzt mit Herr der Ringe Videos, da hat man ein paar Aufrufe, mal mehr, je nachdem, welches Thema man da hat. Aber ansonsten tut sich da auch nicht viel, wa? Wie gesagt, ohne Rust ist das halt relativ schwierig. Twitch, ja, auch da ist es wie immer. 7 Days ist aktuell nicht wirklich interessant für die Leute zum Zuschauen. Der Hype ist schon lange durch bei 7 Days. Da sind so um die 10 Zuschauer meistens. Bei Herr der Ringe war es jetzt die letzten Tage ein bisschen mehr sogar. Da ging es sogar bis mal 15, 20 Zuschauer hoch. Ja, aber wie ich schon sagte, ich habe da auf beiden Sachen einfach keinerlei Ambitionen mehr. Sag ich euch, wie es ist. Der Zug ist für mich abgefahren. Ich hatte teilweise mal ein bisschen Ambition, beziehungsweise hatte man immer so die Hoffnung, so bei 7 Days gerade, was so das Spiel für einen ist, dass da irgendwie mal so ein bisschen so ein kleiner Durchbruch kommt, dass man vielleicht mal so 100, 150 Views bei YouTube hat oder sowas. Aber ja, Leute, die Zeiten sind vorbei, wo ich mir da irgendwas vormache. Ich denke, das ist auch gut so. Und ja,
Mehr gibt's da nicht zu sagen. Bei YouTube bin ich kurz vor den 5000 Followern, bei Twitch bin ich kurz vor 1000 Followern. Ja, was soll man sagen? Kann man jetzt als gut oder schlecht ansehen? Keine Ahnung. Mir macht beides noch Spaß, von daher wird beides noch weiterlaufen. Ja, das letzte Thema, was ich noch habe, ist Hardware. Ja, ich habe mir, ist noch gar nicht so lange her, ich weiß gar nicht, vor 2 Wochen oder so, habe ich mir 5950X gegönnt von AMD mit natürlich einem sehr schicken MSI Mainboard, Unify, und 64 GB RAM. Bin ich auch super happy mit. Das sage ich euch ganz ehrlich. Warum oder was war mein Gedanke? Ja, erstmal waren die Preise, oder die Preise fallen ja sogar gerade immer noch ein bisschen weiter bei AMD, bei dem 5950X CPU, aber die Preise waren gerade mal auf einem sehr, sehr guten Niveau. Klar, roundabout war es schon, man spricht ja nicht über Geld, aber war es schon knapp über 1000, so ist ja jetzt auch nicht. Aber dadurch habe ich dann nur noch ein PC-Setup. Ich habe ja sonst einen Gaming- und Streaming-Rechner gehabt. Ja, das kann ich mir mit den CPU halt schenken. Das war so der Hintergrund. Und die Qualität ist auch nochmal ein bisschen besser wie vorher, weil vorher habe ich über die Grafikkarte gestreamt. Streame ich über den CPU. Das macht gerade bei schnelleren Spielen wie 7 Days oder Rust oder sowas, macht das nochmal ganz guten Unterschied von der Qualität her. Auch da bin ich super happy mit. Erfüllt alle meine Erwartungen. Und das Schöne ist, ich kann endlich mal auch ein paar Videos rendern. Ja, ich könnte jetzt auch mal ein bisschen mehr, ja, wenn ich da die Zeit und Lust zu habe, mal ein bisschen mehr in das Schneiden und in das Erstellen von irgendwie anderen Videos drauf eingehen, wie diese One-Cut-Dinger. Habe ich jetzt noch nicht irgendwie so das Spiel für gefunden, wo das sinnig ist, aber ja, da probiere ich aktuell auch viel rum mit Adobe Premiere und so, macht mir auch Spaß. Und vor allen Dingen geht es dann relativ zügig auch mit dem Rendern und ich muss nicht irgendwie gefühlt Jahre warten. Also, das ist auch noch erwähnenswert. Ansonsten habe ich natürlich jetzt noch alte Hardware. Ich weiß nicht, vielleicht sieht das Video einer, der gerade drüber nachdenkt, was zu kaufen. Geht aber jetzt nächste Woche nach eBay rein. Intel 7700K, 32 GB. Ich glaube, Corsair RAM waren es und das passende Asus Mainboard. Ja. Keine Ahnung, solltet ihr das Video in den nächsten 1, 2, 3 Tagen sehen, ich habe da Interesse dran, könnt ihr mich gerne über Discord anschreiben. Ansonsten, das war's, Leute. Abschließend kann ich sagen, aktuell, ja, fühle ich mich gut. Körperlich, geistig, seelisch, alles tutti. Soweit. Kann mich nicht beschweren. Kann mich jobmäßig nicht beschweren. Abnehmen könnte einen Tacken besser laufen, ja, aber im Großen und Ganzen bin ich da auch zufrieden. Da werden wir ein bisschen was umstellen, damit da auch wieder ein bisschen mehr vorangehen. Sporttechnisch rüsten wir jetzt noch mal ein bisschen auf. Freue ich mich auch drauf. Haben wir noch mal ein bisschen mehr Anreiz und mehr Bock, da ein bisschen mehr Gas zu geben. Ja, und game-technisch, wie gesagt, Ambitionen sind nicht mehr da. Für mich ist es nur noch wirklich reines Stress abbauen, vom Alltag erholen und vielleicht ein klein bisschen Euro nebenbei machen, um das ein oder andere Spiel zu kaufen. Ja, mehr ist das nicht. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für euer Interesse. Falls ihr Interesse habt und dass ihr euch das hier reingezogen habt, seid ihr auf jeden Fall erstmal wieder auf dem aktuellen Stand. Obwohl eine Sache hätte ich noch, wo allerdings auch der Zeitfaktor gerade entscheidend ist. Aber was immer noch so zwischendurch in meinem Kopf rumschwirrt, ist so das Thema Reactions. Da bin ich immer noch so ein bisschen, ich weiß, ich bin da schon wieder hinter der Zeit, ist schon wieder out und hast du nicht gesehen. Aber das ist immer noch so eine Sache, weil ich gucke natürlich schon relativ viel YouTube-Videos auch zu gewissen Themen. Ja, vielleicht werde ich da aber in den kommenden Wochen das eine oder andere Video nochmal ausprobieren. Das wäre noch eine Sache, die ich vielleicht nochmal ausprobieren werde. Aber jetzt auch nicht mit dem Hintergedanken irgendwie, was weiß ich,
noch entdeckt zu werden oder irgendein Scheiß. Nee, einfach um zu ein paar Sachen so meine Meinung zu sagen. Gut, aber das ist Zukunftsmusik, das steht alles in den Sterne und ansonsten ist bei mir alles Daumen hoch. Ich hoffe bei euch auch. In diesem Sinne, Leute, haut rein, bis dann. Hier noch zum Abschluss. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr hier nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal. Aktuell gibt es hier nur FC Bayern Talk und ab und wann mal so ein Kai Privat. Aber vielleicht ändert sich das in Zukunft.